So, und jetzt geht's ganz anders weiter. Ein paar Kilometer sind's von Zinsenszell nach Wiesenfelden. Und da sind die Gsteckenriebler daheim. Servus, ich hab gehört, die Gsteckenriebler proben heute. Ja, grüß dich. Grüß dich. Ja, das ist aber schön. Ah, ihr seid da drin? Gehen wir raus, ja. Ja. Servus. Servus. Servus, grüß dich. Grüß euch, servus. Wir machen's ja so, gell? So, genau. Grüß euch, servus. Hi, servus. Ein ganzer Haufen sind's. Das gibt eine schöne Musik. Endlich dürfen wir wieder spielen. Endlich darf er wieder spielen. Genau. Am Dienstag haben wir das erste Mal dann gemacht, offiziell mit einer WhatsApp-Gruppe, die wir gegründet haben. Die hat sich praktisch wie der Virus selber dann im Dorf verteilt. Dann haben Ein die Leute- guter Virus. Dann haben die Leute, ist ein guter Virus, haben die praktisch über die WhatsApp-Gruppe ihren Musikwunsch uns geschickt und wir haben es dann gespielt. Und wir haben uns halt dann ein bisschen in der Grotten positioniert, weil das halt wirklich übers Dorf dann drüber geht. Und da haben wir dann auch 2 Stunden, 3 Stunden haben wir gespielt und alle haben grillt und haben uns sogar Fotos geschickt vom Grill. Wir haben wieder ein Foto geschickt vom Sonnenuntergang. Ja, war ganz gut. Die Richtung. Ich folge euch. Ja, genau. Ein virtuelles, interaktives Konzert. Interessant, was sich die Musikanten zurzeit alles einfallen lassen. Schnell noch ein Pudel Der Paparazzi. Grüß dich. und auf geht's zur Grotte mit Blick über Wiesenfelden. Hat jetzt schon wer geschrieben? Der erste Marsch ist schon gewünscht, das ist der Olympiamarsch. Gut. Fürs Dorf und für mich. Und für unsere Zuschauer natürlich. Die Gsteckenriebler hat die Inge Höcherl an der Klarinette vor 25 Jahren gegründet. Es ist eine Gruppe von Freunden, die miteinander musizieren und auch sonst viel miteinander unternehmen. Die Gsteckenriebler sind eine feste Größe in Wiesenfelden. Und wenn einmal keine Live-Auftritte vor Zuschauern möglich sind, beschallen sie das Dorf eben von oben. Bravo! Applaus geht natürlich auch, aber das ist per WhatsApp alles möglich. Jetzt zum Beispiel auch schon wieder die Klatschhände und alles, was an Emotionen geht, per WhatsApp wird somit übermittelt. Am Beckenweiher hört man es, also man kriegt da ein gutes Feedback, wo man es gerade hört. Ein Ortschat ist noch, in Straubing hört man es nicht. Also das ist ein bisschen zu weit weg. Endlich mal wieder Live-Musik. Inge, mit 37 hast du zum Klarinettenspielen angefangen. Und wie bist du draufgekommen? Warum, wieso? Wir haben die Landwirtschaft aufgehört und dann habe ich das Klarinettenspielen angefangen. In der Volkshochschule zuerst. Und wie bist du draufgekommen? Mir hat Musik immer schon gefallen. Mein Mann und ich wir haben viel zum Volkstanz gegangen. Und wie wir die Landwirtschaft aufgehört haben, dann hat mein Mann einen Ladewagen verkauft. Zuerst habe ich B-Klarinetten gespielt und dann habe ich von dem Ladewagengeld S-Klarinetten gekriegt. Und das ist wunderschön. Schon. Wirklich, da hat er seinen Ladewagen verkauft, Ja. dass du eine S-Klarinetten Genau. kriegst. Genau. Das ist Liebe. Ja, das ist Gell? Liebe, genau. Schön. Gsteckenriebler, was heißt denn das genau? Steckenriebler, das heißt, bei uns Gstecken ist bei uns eine Böschung, ein Hang. Und Riebeln bedeutet, dass man das mit der Sense abmacht hat. Die kleinen Bauern haben früher das nicht so viel Grund gehabt. Und dann haben sie praktisch die Gstecken, die Böschungen auch abmachen müssen, dass Futter gelangt hat für ihre Kühe. Und im Wirtshaus, wenn sie gegangen sind, da waren die Großbauern und Gsteckenriebler. Und da haben sie immer gesagt, also Gsteckenriebler, was wollt ihr denn, Gsteckenriebler? Die haben sie eigentlich zu den Großbauern gar nicht so hinsitzen dürfen. Und du siehst dann, wir sind auf der Gstecken herum und wegen dem haben wir uns den Namen Gsteckenriebler gegeben.